Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Wir sind immer noch im Bau von unserem Kuhstall. Aber leider ist es mitten in der Nacht, das heisst, wir müssen ganz kurz schnell ein Schlöfchen halten. Gute Nacht. Ah. So, guten Morgen. Und so können wir gut in den Tag starten. Und zwar sind wir jetzt total ready, um endlich unseren Kuhstall irgendwie einigermaßen fertig zu bekommen. Mal schauen, ob ich das jetzt die Folge mal einigermaßen besser bekomme. Ich habe mir Gedanken zu dem Dach gemacht, also im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem Dach. Die einzige Sache, die mich stört, ist, ich würde gerne, dass die nicht doppelt sind, sondern dass ich da nochmal schnell eins weglasse. Also dass ich jetzt da zum Beispiel... kann ich das da gerade gut machen? Genau. Weil ich habe mir das in der letzten Folge wahrscheinlich angeschaut. Mich stört das da rein vom Platz her einfach ein bisschen. Darum habe ich mir überlegt, dass wir das alles nochmal schnell abbauen, dass wir da drinnen einfach ein bisschen mehr Platz generieren. Und sonst würde ich sagen, lassen wir es doch mal so. Sonst würde ich wirklich sagen, lassen wir es doch mal so. Jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Und zwar, wie mache ich das da? Da habe ich jetzt alles doppelt irgendwie. Bauen wir die schon alle ab und dann können wir die nachher nochmal einzeln anpflanzen. Das sollte eigentlich gut funktionieren so. Jetzt muss ich immer schauen, dass wir wieder raufkommen und wupp. Ist gerade gut, haben wir da noch so eine Fläche, wo wir drauf hüpfeln können. So. Und ich würde sagen, wir lassen das doch mal so. Was mir auch noch aufgefallen ist, und zwar müssen wir schauen, dass wir diese Länge hier momentan noch frei lassen. Und zwar wollte ich auch hier so eine Kurve rein machen. Und für das brauche ich noch ein bisschen mehr Platz. Also das heisst, ich muss da dann ein bisschen umbauen. So, das nehmen wir dann nachher noch auf. Dass wir da dann genug Platz haben, um das andere zu machen. So, jetzt würden wir eigentlich das komplette Dach von da hinten nochmal da rüber tun. Und da habe ich dann gesagt, wollte ich dann schauen, wegen los, aber das überlege ich mir gerade momentan noch. Da bin ich noch ziemlich unsicher, ob ich das so machen will. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt zuerst mal ums Dach von dieser Seite. Dass wir da einigermaßen vorwärts kommen. So. Einen gegen raus. Machen wir gerade so. So, jetzt könnten wir sonst einfach mal schnell gerade... Jetzt hat sich das mit dem... Nein, hat sich nicht mit dem verbunden. Gott sei Dank. So, jetzt könnten wir gerade schauen, dass wir gerade beide Linien gleichzeitig ziehen. Ich brauche wahrscheinlich sogar noch ein paar Stufen mehr. Komm, das können wir eigentlich auch von unten machen, schnell. So, dann ziehen wir es genau bis da an und da lassen wir momentan noch frei. Da lassen wir momentan noch schnell frei. So, dann kommt das schon mal gut. Ich würde sagen, ich mache gerade noch mal ein paar Treppen mehr, weil wir haben nur noch 21. Wir brauchen wahrscheinlich noch ein paar mehr, um jetzt die ganze Dachfläche zu füllen. Jetzt weiss ich aber ja schon, wie die gehen, und zwar so rum. So, dann haben wir nochmal 63 nochmal. Das sollte ich mal gerade momentan vorübergehend sollte das mal gerade schon lange. Dann nehme ich das da nochmal schon weg, dass wir da wieder raufkommen. Gut. Können Sie da schon mit Stein machen. Das können wir ja nachher dann wieder abbauen. So, jetzt müssen wir das gleiche da anbekommen wie genau da hinten. Jetzt muss ich schauen, wenn ich das anbekomme, dass ich da in die Höhe komme. Was mache ich da? Gute Frage, was mache ich da? Schnell. Aha. Kann ich jetzt die obere nämlich abbauen, oder? Moin, Genius! Genius! Oh mein Gott, das hat mal etwas so wollen, wie ich will. Jetzt müssen wir halt einfach das auf und ab gestiegen, da ist ein bisschen mühsam. Eigentlich könnte man da wirklich auch so eine Art Treppe mal anpflanzen, damit das leichter geht. Oh mein Gott, ich bin Genius, das hat funktioniert. So, dann ziehen wir das dann nämlich gemütlich durch. Nein, eins zu weit. Sowieso am Schluss nochmal durchlaufen. Ich glaube, es liegen drüber ein paar Treppen rum. Komm, die schnappen wir uns, gerade bevor es dann komplett verschwindet. Da liegen keine Treppen mehr. Wo liegen noch Treppen? Hat es noch irgendwo Treppen? Zeigt euch! Es hat nirgendwo mehr Treppen. Okay. Dann würde ich sagen, okay. Dann haben wir die Sache erklärt. Wir müssen es genau gleich machen wie da hinten. Aber dann habe ich es falsch gemacht. Dann habe ich es doch falsch gemacht.
Dann müssen wir es nochmal abbauen. Ich kann zwar genius-mässig das da. Das Problem ist aber, ich will da ja 2 Linien haben, die so gegen vorne gehen. So nämlich. Und jetzt eine in die Höhe. Jetzt könnten wir das nochmal genau gleich probieren wie vorher. Jetzt kann ich das nicht unten oder oben abbauen. He? Das heisst, ich müsste es wieder so machen. Wieder so, dann müsste ich nochmal ganz kurz schnell runtergehen. Dann müssten wir nämlich nochmal einen da unten anpflanzen. Komm, come on. Und dann können wir nämlich den oberen wieder abbauen. Oh Mann! Ich bin Genius! Oh, endlich mal ein bisschen Musik wieder. Ich habe schon ewig keine Minecraft-Musik mehr gehört. Jetzt freue ich mich gerade mal wieder ein bisschen Minecraft-Musik zu hören. Genau. Dann kommt da nämlich nochmal eine Länge. So. Und dann da eigentlich das gleiche Spiel mit 1 erhöht. Aber jetzt können wir da ein bisschen cheaten. Und zwar machen wir einfach so. Also cheaten. Wir müssen das einfach ein bisschen anders machen. Zack. So. Ich habe langsam das Gefühl, es kommt gut. Also wir haben unser Dach langsam fertig. Also wenn wir so weitermachen, dann schaffen wir es eine richtig weite Folge. Und ich hätte mega Freude, wenn wir doch einigermaßen fertig bekommen. Das wird allgemein noch mega schwierig. Eben das, was ich da zwischen rein machen will, wird noch eine kleine Herausforderung. Es wird, glaube ich, allgemein noch ein bisschen eine Herausforderung, das so zu machen, wie ich das gerne würde. Aber ich glaube und denke, dass ich das einigermaßen gut anbekomme. Und so können wir den Kühen auch eine Freude machen mit einem wunderschönen, coolen Stall. Jetzt haben wir schon keine Dings mehr. Gehen wir die am Boden da unten mal schnell einsammeln. Oder nehmen wir noch ein paar liegen lassen. Aber ich glaube, wir brauchen noch mal ein paar mehr. Das heisst, wir können gerade noch mal ein paar mehr generieren. Wir können hier gerade noch mal ein paar mehr machen. Komm, das können wir gerade umwandeln. Wir brauchen nämlich gerade momentan keine Baumstümpfe mehr. Und dann... Zack, so. Dann haben wir sicher genug. Lieber zu viel als zu wenig, würde ich jetzt gerade mal sagen. So. Rauf da! Rauf da! So. Genau. Dann tun wir da nämlich noch hinten dran alles schön fertig dekorieren. Und jetzt wundert es mich, was ihr dazu sagen, wie das bis jetzt aussieht. Also ich bin bis jetzt ziemlich zufrieden. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist so eine Überbauung da, oder? So eine Kurvenüberbauung, die ich noch gerne machen würde. Wir könnten natürlich, was wir jetzt auch noch ganz kurz machen könnten, ist, wir könnten dann noch schon ein bisschen ausdekorieren. Was wir könnten machen wäre, dass wir überall, jetzt muss ich aber ganz gut schon schauen, dass wir jetzt zum Beispiel hier das auch noch machen, wo genau der Holzpflock ist. Ja, dann müsste ich es fast noch eins nebendran machen, jetzt habe ich es voll verkegelt. Komm, wir lassen es dekorieren bis zum Schluss. Wir lassen es dekorieren bis zum Schluss und was mir jetzt gerade auffällt ist, ich hätte doch noch ein paar Baumstümpfe gebraucht. Weil für die Überbauung brauche ich nämlich, glaube ich, eine gleichmäßige Fläche. Aber was wir Gott sei Dank haben, ist, wir haben in unserem Haus, gerade neben unserem Kuhstall, der fast fertig ist, noch ein paar wundergeile, wunderschöne Bäume, die wir jetzt schnell abpflanzen können. Und zwar würde ich das nämlich noch gerne sehr speziell machen. Jetzt wundert es mich, ob ich das anbekomme. Und zwar würde ich da sagen, gehen wir da nämlich nochmal eins rauf. Jetzt komme ich nicht dort rüber. Komme ich mit Anlauf dort rüber? Jawohl, okay. Und zwar würde ich da nochmal schnell eins gegen rauf gehen. Und jetzt müssten wir schauen, mal schauen, ob ich das anbekomme. Jetzt müssten wir schauen, dass wir da wie so einen Bogen reinbekommen. Die Frage ist, schaffe ich das? Jetzt müsste ich den unteren Teil wieder abbauen. Jetzt muss ich es gleich machen wie vorher. He? Den Teil weg. Und dann da unten anbauen. Komme ich von da unten an? So. Könnte man nämlich das hier abbauen. Das wäre dann die Mitte. Das heisst, da müssten wir jetzt nochmal eins gegen rauf. Dann machen wir das gleiche Spiel nochmal. So. Und nein! Jetzt habe ich es noch falsch gemacht. Ach, irgendwie nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ruhig, ganz ruhig. Wir haben das im Griff. Der muss einmal weg da. Also eigentlich, das ist jetzt die Mitte. Dann gehen wir da.
Da eins rauf, dann nochmal eins oben drauf. Dann der... Hä? Wieso funktioniert jetzt das nicht so, wie ich will? Wieso funktioniert das jetzt nicht so, wie ich will? Kann ich jetzt da einfach die unteren Teile abbauen? Geht das? Strange, dass es jetzt so geht und vorher nicht. Okay. Probieren wir da eher das gleiche Spiel nochmal. Führen gehen. Das können wir nachher da gegen Führen. Eigentlich können wir noch eins gegen Führen gehen, damit das ein bisschen schmackhafter aussieht. Nein, das ist jetzt eben falsch. Jetzt müssten wir da nochmal schnell eins gegen oben können. Dass wir da so noch einen Bogen reinbekommen. Mich wundert, ob das nachher gut aussieht oder ob ich es überhaupt richtig anbekommen habe. Genau, jetzt müssen wir da den unteren Teil abbauen. Da geht es jetzt wieder nicht, da müssten wir es wieder umgekehrt machen. Okay. Das heisst, da müssten wir jetzt wieder können unten anschauen, anpflanzen und den oberen Teil wieder wegnehmen. Jawohl. Okay, hat funktioniert. Ich bin zufrieden. Nice. Okay. Wundert es mich, ob das gut aussieht. Jawohl. Jawohl. Das kommt doch gut. Das kommt doch gut. Das kommt doch gut. Aber jetzt wird schon wieder Abend, das heisst, wir müssen jetzt mal schlafen. Dass wir nachher in Ruhe wieder gemütlich können weitermachen können. Dass wir also mal gemütlich etwas essen. Dass wir ja nicht da am Vermagern sind. Wir wollen ja nicht aushungern, sondern wir wollen da ein Schweizer Dörfli erbauen. So, gut Nacht miteinander. Ich träume mal süß von Ponys und Einhörnli. Oh, guten Morgen. So, dann sind wir schon wieder so weit, um uns weiter an unserem Projekt stellen. Ich muss sagen, der Überhang gefällt mir jetzt gerade momentan schon. Es ist halt momentan noch ein bisschen provisorisch, wie das aussieht, das Ganze. Jetzt müssen wir noch mal schnell schauen, dass wir raufkommen. Da haben wir ja eine wunderschöne Treppe gemacht, die wir brauchen können. Dann müssen wir das nochmal schnell von oben anschauen. Jetzt brauche ich nämlich nochmal Stufen mehr da. So. Jetzt müssen wir das mal anschauen. Das würden wir jetzt ganz gleich hinterher ziehen. Und da können wir eigentlich so machen. Würde ich sagen. Machen wir das so. Wir sind da noch wild drauf los und probieren, ob das gut kommt. Es kann ja sein, dass das nachher absolut scheußlich aussieht. Mal schauen, mal schauen. Nein, voll. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Oh, jetzt darf ich es noch bis da vorne ziehen, weil sonst haben wir die Kurve da hinten nicht drin. Alles klar, das heisst, wir müssen den da eigentlich auch wegnehmen, damit wir die Kurve drinnen behalten. Okay. So, das heisst eigentlich aber noch eins drüber. Noch eins drüber. Okay. Dann haben wir das da schon mal so. So. Gut, kommt gut. Und voilà. Okay. Und jetzt sieht das nämlich noch ein bisschen bündiger aus. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal von unten an. Wir müssen da irgendwie etwas rein tun. Da. Können wir da nochmal... Wir probieren dort etwas aus. Wir probieren einfach mal schnell. Danach können wir weiterreden. So. Und zwar kann ich da jetzt einfach so machen. So. Sieht noch irgendwie cool aus. Also. Hat noch etwas. Ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt nicht mal so schlecht, wie ich mir das denke. Ich habe gedacht, das wird grottenhässlich. Aber langsam habe ich das Gefühl, es kommt nicht mal so schlecht, wie ich das gedacht habe. Ah, ich muss die Stege nehmen. Ich komme dort nicht rauf. Ich bin zu dumm dafür. Jetzt ist die Frage, jetzt habe ich da so einen Rand rausgezogen. Nein, weißt du, was machen wir noch? Ich habe noch eine Idee, aber wir haben schon wieder keine. Doch, wir haben noch Stufen. Wir haben noch Stufen. Also so ein Stufendach braucht noch recht viele Stufen, fällt mir gerade mal schnell so auf. Bin ich da am Überlegen, wenn wir das da einfach schnell ausfüllen. Wenn wir das einfach schnell ausfüllen oder nicht? Das ist jetzt eine gute Frage, weil eigentlich könnte ich das da ausfüllen. Und alles noch eins. Probieren wir es mal. Machen wir es aber so. Habe ich da einen auch gemacht, oder?
Hm. Sieht nicht schlecht aus. Es sieht nicht schlecht aus. Wir lassen es mal. Es sieht mal nicht schlecht aus, wir lassen es mal. Wir können immer noch Feinheiten am Schluss noch ein bisschen ausprobieren, ob wir es abändern wollen. Aber da hinten können wir eigentlich das gleiche nochmal machen. Zack, zack. So. Jetzt haben wir da schon mal so ein Überdächchen. Da würde ich jetzt aber das gleiche nochmal gegen aussen machen. Einfach detailhalber. So, damit das aussieht wie so ein Rand. Jetzt wäre aber cool. Wir haben jetzt hier so einen Baumstumpf. Machen wir das hier noch einmal und dort noch einmal. Ich bin sogar überlegen, ob ich das nochmal, den Teil, den ich jetzt gerade genommen habe, noch eins gegen innen verlege, dann ist es immer genau unter einem Baumstumpf. Jetzt weiss ich nicht, wo der Baumstumpf ist. Wirklich 1, 2, 3. Okay. Ich weiss nicht, ob das jetzt ein bisschen komisch aussieht, wenn ich das über einen Baumstumpf mache. Das wäre 1, 2, 3. Dass wir da nochmal so ein Detail halber. Einfach Detail halber, das mal da machen. Aber dann müsste da genau das gleiche sein, oder? 1, 2, 3. Müsste es auch da sein. So, jetzt habe ich keine Treppe mehr. Jetzt sind wir ausgebucht. Nein! So, dann probieren wir nochmal, machen wir da nochmal ein paar Treppen. Können ja eh nicht genug haben. So, haben wir nochmal einen 64er Stack. Dann probieren wir es mal weiter. Und jetzt merkt man, was ich meine, da innen ist so dunkel. Darum habe ich überlegt, ob wir noch Glowstone oder so irgendetwas reinrühren. Mit Glowstone könnte man natürlich dann innen durch noch ein bisschen aushellen. Die Frage ist, ob die Kühe überhaupt Freude daran haben, wenn ich da einfach Glowstone anklatschen. Dann hätten die einfach die ganze Nacht hell. Das weiss ich nicht, ob das gerade das Praktischste wäre. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt bin ich eben überlegen, den Rand da, wie ich es hier gemacht habe, noch eins überversetzen, dass es genau unter dem Holz ist. Aber irgendwie sieht es trotzdem noch gut aus so. Was, also, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich würde mich da anpassen. Soll ich Detail, also aber das, was ich jetzt so überschüssig gemacht habe, ein bisschen höher, die Verhöhung noch eins gegenüber setzen und da tief machen. Also dass das jetzt nochmal gerade über dem Holz ist, damit es ein bisschen synchroner aussieht, weil ich habe gerade ein bisschen das Problem damit. Und da bin ich auch am Überlegen, ob ich das noch irgendwie anders gestalten kann. Kann ich das da wegnehmen? Das sieht schon... Wir nehmen das weg. Wir nehmen das weg. Das sieht schon wieder einiges besser aus. Aber die Wahl würde ich jetzt mal euch in die Kommentare überlassen. Wenn sich niemand meldet, mache ich dann einfach irgendetwas. Aber ich bin wirklich im Überlegen, das eins überversetzen und das nebendran machen. Aber ich weiss nicht, ob das dann noch gut aussieht. Dann hätten wir nämlich auch den Zweierabstand. So 2, Tag 2, dann kommt das Dach. 2. Komm, wir machen das einfach. Wir machen es einfach. Egal, wir müssen es in die Kommentare schreiben. Ich mache es einfach mal. So, dann kann ich da... nein, ich kann nicht überall die oberste Position wegnehmen. Das geht nicht an allen Stellen. Geht wirklich nicht an allen Stellen. Aber eigentlich mega easy zum wieder ausfüllen. Also eigentlich eine schnell gemachte Arbeit. Zack und zack. Und jetzt würde ich eigentlich hier auffüllen. So, probieren wir es mal. Schauen wir es mal an. Ob das besser kommt. Jetzt haben wir zweimal den Vergleich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt es so bei. Klar ist es nicht synchron jetzt mit dem Baumstumpf. Aber mir gefällt es mehr irgendwie als das da. Jetzt haben wir nein, ich muss trotzdem nach euch fragen. Jetzt haben wir den Vergleich eigentlich, wie das Ganze soll aussehen. Wir haben entweder so, dass wir da eigentlich so geistige Gabel haben und da raufgehen. Oder wir haben den Vergleich so, dass wir sagen, wir machen es so und tun das Ganze raus. Das sieht für mich einfach irgendwie freier aus als das da eine. Ich weiß nicht warum, aber für mich sieht das einfach irgendwie freier aus, schmackhafter. Da bin ich auch überlegen, ob wir nochmal das Holz wegnehmen und einfach oben rein tun. Gute Frage, schwere Frage. Aber auf das finden wir auch eine Antwort. Aber was haltet ihr bis jetzt? Muss ich sagen, ganz ehrliche Frage. Was haltet ihr bis jetzt da von meinem Stall? Sieht doch nicht einmal so schlecht. Besser als ich erwartet habe. So. Und jetzt machen wir da natürlich, ich würde jetzt eben da könnten wir jetzt auch die Zäune noch machen. Das komplett zumachen, rein tun und fertig. Aber ich habe mir jetzt gedacht, dass man da noch ein bisschen einen Haken aussen macht, damit sie auch draussen laufen können. Was haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir so 6 gegen aussen nochmal zum Beispiel. Da können wir, glaube ich, aber nicht so weit. 1, 2, 3, 4.
Da könnten wir jetzt noch 4 raus. Die Frage ist, da könnte ich eigentlich auch so machen. Ecke 3 machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dass wir da eine Ecke drin haben. 6, oder? Wir könnten sogar auf 7 machen. Machen wir auf 7. 7. Wir könnten auch auf 8 machen. Nein, lassen wir es bei 7. Dann machen wir da komplett zu eigentlich. Dann kommt dann da noch ein Haken rein. Da lasse ich mir jetzt schon ein Loch frei. Dann würden wir da noch einen Haken rein machen. Ja, es wäre cooler, wenn wir es noch mehr gegen raus könnten nehmen. Es wäre cooler, wenn wir den Zaun wirklich noch ein bisschen gegen raus könnten nehmen. Weil das sieht für mich irgendwie noch ein bisschen eingegängt aus. Sondern einfach das da Ähne, das gefällt mir nicht. Sonst müssen wir da wirklich Erden einfach noch ein bisschen auffüllen. Das könnte man natürlich auch machen. Dass wir da Erde holen und das noch ein bisschen ausfüllen und dann machen wir, dass wir wirklich noch ein bisschen gegen Führer gehen, damit wir der Kuh etwas geben. Also dass wir ihnen ein bisschen Freiheit geben. Aber ich denke, bis jetzt sieht der Kuhstall im Großen und Ganzen ziemlich gut aus. Also ich bin zufrieden bis jetzt mit meiner Leistung, aber es sind ein paar Sachen, die ich gerne machen will. Also es fehlen noch ein paar Details, die wir noch ändern müssen. Die eine Frage ist aber immer noch, wie ich das mache mit dem Dach, ob ich es jetzt so mache oder so mache. Aber das können wir ja dann immer noch umändern. Ich würde aber mal sagen, wir gehen da mal so auf 8 raus. Wir gehen das einmal auf 8 raus, dann haben sie wirklich auch genug Platz. Und dann tun wir da noch mit Erden ausfüllen und den Platz ein bisschen gegen Führer nehmen. Da können wir uns dann einen wunderschönen Weg rauf machen. Wir können auch dann alles mit, also ja, ich würde fast so einen Zweier. Vielleicht gerade da beim Eingang irgendwie. Irgendwie so einen Dreierstegen machen. Dann da der Zaun, der reinkommt. Also wir könnten wirklich eigentlich bis da vorne gehen mit dem Zaun. Dass wir da raufkommen und der Zaun eigentlich gerade da vorne dran ist. Oder nein, komm, eins gegen hinten dran. Finde ich angenehm. Dass wir irgendwie so machen. So. Und dann tun wir da mit Erde. Jetzt habe ich schon mal 3. Das können wir gerade mal schon brauchen schnell. Einfach mal zum falschen Ort. Sohle. Wir müssen da ganze Kanten, also wir würden da noch ein bisschen mit Erden ausfüllen, aber das finde ich eigentlich völlig okay. Aber was haltet ihr bis jetzt vom Stall? Aber jetzt ist es so dunkel da. Jetzt ist einfach so dunkel da. Darum, so ein paar Glowstone da hinten rauf wäre doch noch cool. Jetzt sind wir da einfach mal schon ein paar Fackeln an. Einfach damit es wenigstens ein bisschen Licht hat. Da wird sowieso dann noch mehr den Weg, werden wir noch ein bisschen mehr machen. Wir haben noch einiges vor, was wir machen wollen. Wir haben noch einiges vor. Aber ich freue mich schon mal, denn die ersten Kühe dürfen wir aus dem Stall begrüßen. Was wir sicher noch mitmachen ist, aber den ganzen Boden müssten wir noch ausfüllen. Den ganzen Boden müssten wir noch anders machen. Könnten wir auch überlegen, ob wir noch ein bisschen Strohballen machen. Müsste mal schauen, ob wir das gut anbekommen, ob wir genug Stroh zusammen haben. Aber unsere Felder sind auch schon wieder komplett fertig. Also wir könnten jetzt wirklich eigentlich schauen, dass wir da mit den Strohballen das ein bisschen machen. Weil da rein haben wir auch ummessen am Stroh. Jetzt muss ich mal schauen, wie machen wir denn Strohbälle? Das ist noch eine gute Frage. Macht man so Strohbälle? Jawohl. Also wir könnten eigentlich sogar ziemlich viel Strohbälle machen, würde ich jetzt behaupten. Ich mache jetzt da mal. Also mit 24 könnten wir wie viele Strohbälle machen? Mal schauen. 7 Strohbälle. Wir nehmen das jetzt mal. Also Heubälle. 7 Heubälle. Da könnten wir uns eben überlegen, ob wir jetzt, also bei den Hühnern wollte ich sowieso mal Heubälle rein tun. Das wollte ich eigentlich schon lange machen. Ich nehme schon mal die da in die Hand, wenn sie noch flüchten. Aber warte, ich behalte es gerade in der Hand und gehe rein. So, kommen wir rein. So. Und das noch vielleicht, keine Ahnung. Geht mal weg. Irgendwie so machen. Wolltest du mich veräppeln? So. Dass wir irgendwie noch so etwas reinmachen. Ich hoffe, sie können von da nicht drüber gumpen. Also wir können es auch nicht, so vom normalen Jump her. Und wir müssen da unbedingt nochmal im Boden machen mit Wasser. Aber ich habe das Gefühl, es sieht ein bisschen schmackhafter aus, wenn wir das einfach so in Heuballen reinpflanzen. Oder meine ich das jetzt nochmal? Warte, ich baue nochmal schon ab. Oder dass wir da irgendwie anders ein bisschen reinmachen. Keine Ahnung. Ich bin mehr in die Richtung. Irgendwie so. Nein, das sieht nicht gut aus.
Oder einfach so. Nein, passt auch nicht. Ja, ich muss mir da noch etwas überlegen lassen. Passt einfach gerade momentan nicht rein. Passt gerade momentan einfach nicht rein. Oh nein, da ist schon wieder eins geflüchtet da. Lass mich rein. So holen. So, voilà. Haben wir noch irgendwie... Oh, wir haben sehr viele Eier gesammelt in dieser Zeit. Könnte man eigentlich mal schnell Eierwerfer machen. Macht es mal das mal von dieser Richtung. Ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit grösser, dass wir genau klüpfen. So. Eier werfen! Es fliegen Eier! Boom, 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 boom. So, Hühnli haben wir langsam en masse. Da freue ich mich schon mal, wenn wir dann da... Oh, es sieht gut aus. Ich bin zufrieden. Es sieht wirklich gut aus. Naja, aber ich würde mal an dieser Stelle sagen, wir gehen jetzt erst mal schläfeln. Nacht miteinander. Gute Nacht. Und an nächster Stelle würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wenn ich hier den Kuhstall gebaut habe, dann lasst doch lieber gerne ein Abonnement da. Einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch freuen, aber das müsst ihr selber wissen. Und eben, ich wäre mega froh, wenn ihr mir einen Tipp oder Hinweis geben würdet, genau, ob ich den Kuhstall noch, wenn ich Einzelheiten ausändern soll. Aber darauf verlasse ich mich ein bisschen auf euch. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Wenn ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Minecraft in der Schweiz. Danke vielmals fürs Einschalten und bis dann. Ciao!